Der Lionel in seiner Eisenrüstung ist besiegt, doch für uns ist noch lange nicht Schluss, Freunde. Wir haben noch einiges zu tun. Kommen zurück zu Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja, ja, der Lionel, ne? Der war ein knackiger Typi, muss man zugeben. Und jetzt für uns die Frage, wie machen wir jetzt genau weiter? Ich meine, mein Gefährte Dreck, super. Ich wollte eigentlich, war nicht irgendwie sogar die Idee zu sagen, wir gehen nochmal ein bisschen hier oben durch, ne, im Untergrund und gucken mal. Noch ein bisschen mehr aufdecken können, ich glaube schon, wa? Ein paar Schreine und so noch machen oder, ja, ich muss zugeben, guck, es sind so Pläne und so, auch mit den Cycle. Ich hätte langsam sicher wieder mal Bock, ein bisschen mehr Story zu machen, ne? Und hier müssen wir eigentlich sowieso noch ein bisschen was machen, tatsächlich, denn in der Heber-Region habe jetzt mit Sidequests so noch nicht so viel gemacht, weil ich auch nicht groß Bock hatte, irgendwie da rumzufliegen. Beziehungsweise da ja, auch zu frieren. Ihr seht schon, wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet. Ich dachte, ja, vielleicht wieder ein bisschen rumfliegen. Und ja, das machen wir. Ich habe sowieso kam noch was hier. Das ist natürlich doof, wa? Der nicht gut. Ich muss bald wieder neue Dinge holen. Unser Lieblingsbike. Also für die einen zumindest. Die anderen verfluchen es ein bisschen. Fluchen und singen zugleich, weil natürlich jetzt, ja, hauptsächlich das Teil zum Reisen. Also nur zum Transportieren, da haben wir mittlerweile etwas Besseres gefunden, weil mir auch dachte von wegen, ey, ja, theoretisch schön, praktisch ist was anderes. So, ganz kurz, wir müssen hier den Sound ein bisschen justieren. So, hier hatten wir erst die Wurzel. Jetzt ist die Frage, links oder rechts? Das scheint ein bisschen näher zu sein, oder? Aha. Wieder mal so ein Gebäude, ne? So quasi eine Abkürzung nach oben. Wenn man es halt mit dem Deckensprung machen möchte. Ist hier die Decke so geringer oder sieht das nur so aus? Ich auf dem Turm mal nur so wenig sehe. Ah ne, die Wurzel ist ja da oben. Achso, jetzt bereits so ein Berg. Okay, gut. Hab's geschnallt. Also mal schnell darüber. Ja, ich meine, theoretisch, was spricht dagegen und nicht sagen, hey, zu Koga muss er noch gar nicht jetzt gehen, das ist kein Problem, aber trotzdem hier mal alle Wurzeln schon mal aktivieren. In der Region hier oben, ne? Also in der Hebregion, beziehungsweise unterhalb der Hebregion und alle Wurzeln zu aktivieren. Und dann schauen, machen wir noch ein paar Schreine oder machen mit der Story weiter oder machen wir bestimmte Sidequests oder Episoden, eben das mit Koga. Da sage ich, nee, come on, wir gehen nochmal zurück in die Wüste, ins Hauptversteck der Jäger, machen die dort platt. Nördliches Irrschloss. Hä, wieso ihr? Hä? Schloss hier? Oh. Ach, das Ding. Blub, 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 blub. Ich werde mal ein Ding hier nehmen. Zum Healen oder so. Das 4 Herzen plus 16, gut, völlig übertrieben. Plus 16 extra Herzen. Das aber gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie um überhaupt sich lohnen zu machen. Okay. Ja, wir können uns das Schloss mal kurz angucken. Das war ja hier oben. Dementsprechend natürlich hier der Schrein sein. Da war ich noch nicht. Ja, nun. Oh mein Gott, da geht's ganz nach oben, wa? Ja, ich glaube schon. Also wäre es eigentlich eine Abkürzung nach oben, war. Die andere Frage war, ob wir hier direkt zum Schrein hinaus kämen. Vorsicht, ich käme unten überhaupt irgendwo hin. Also sprich, ich könnte mich überhaupt da unten hin platzieren, um mich dann nach oben zu teleportieren. Bei Deckensprung. Oh. Schwein gehabt. Silberne Gegner. Oh, da geht's nicht rein. Der mit den krassen Ding ist aber auch sehr schwierig. So. Kann man hier irgendwo rein? Hm.
Ist überall zu? Kann nicht sein. Muss erst irgendwas machen, damit ich da reinkomme. Das sind echt alle Seiten geschlossen, krass. Da habe ich irgendwas gesehen. Was war denn das gerade? Eine Waffe hier. Ein Ritter Zweihänder. Okay. Wo kommt der plötzlich her? Ich meine, warum ist der hier in der... Ist in der nördlich, also der Heberregion? Das heißt, müssten eigentlich eher so Orni-Waffen sein. Naja. Was soll's, war. So, ich meine... Das sieht schon sehr speziell aus. Ich muss irgendwie reinkommen. Die Frage ist bloß, wie? Wer jetzt oben einen Mechanismus, den ich gar nicht gesehen habe. Warte, ich wäre hier halt eine Art Bodensprung. Man könnte von oben nach unten gehen, aber nee. Soll es jetzt hier wohl nicht geben. Habe ich hier bei der Wurzel was übersehen? Hier nach oben können wir auch nicht, das haben wir schon mal ausgeschlossen. Er muss doch hier irgendwie reinkommen. Also die Frösche. Die Froschis, die Kleinen. Ich muss doch erst oben den Schrein machen, damit sie unten aufgeht. Das wäre natürlich die andere Option, ne? Dann wiederum wäre die Frage, wozu das Ganze überhaupt? Also ich meine, was bringt es uns, ja, wenn ich jetzt hier aufmache, außer dass ich halt so ein Konstrukt-Dingsbums besiegen könnte. Na klar, kann man machen. Was einen großen Nutzen bringt. Ja, hier ist alles zu, keine Chance. Ja, aber da muss ja echt erst in der Oberfläche was machen. So, kurz ausruhen. Das Ziel markieren. Ja, das wird relativ klar sein, ne, dass er da oben hin muss. Da muss ja eh einer sein. Generell hier in der Reberregion, ne, da muss es sich noch so 5, 6 Scheine muss es sich noch geben, die ich noch nicht gesehen habe. Garantiert. Garantiert. So, also wieder mal Zappenduster hier. Könnt ihr eigentlich mein Leuchtzeit aktivieren, ob das jetzt so viel bringt? Nee, ja, da wäre jetzt so ein Teilbahn draufschmeißen besser gewesen. Wow. Was zum? Aha, der Boss bei den Ornis, also sprich auf dem Luftschiff oben. Auf der Arche. Okay, gibt es hier unten noch. Macht irgendwie auch Sinn, ne? Ist ja hier das Orni-Gebiet.
Okay, machen wir mal hier noch kurz anders. Zack, zack, das anlegen, dann... Da war was. Ja, und wo ist der Typ mit dem Siegel? Der wird es wohl nicht sein. Hm. Da unten ist er. Das aufklappt? Doof. Der Winkel stimmt nicht, wa? So schnell kann's gehen. Ja komm. Wow! Klasse Sprunglink. Jetzt schlägt der Specht. Tür auf. Perfekt. So, nochmal 20 Dinger. Energiekristalle. Dankeschön. Oh, noch 24 schon. Und nun? Kampfdrehhammer. Die Siegersäge, die haben definitiv zu viel Freizeit. Viel zu viel. Dafür alle möglichen Bauteile. Ist doch auch schön. So, dann noch ein Boss. Um den, ja, gab die ganzen ehemaligen Boss kümmern wir uns später mal. Und die beschützen immer auch noch irgendwie so eine Truhe, wa? Ich glaube jetzt auch nicht, dass da in den Truhen irgendwie noch ja, ein Gegenstand zum Anziehen drin ist, von einem Kleidungsset oder so. Aber vielleicht doch irgendwas Spannendes könnte noch drin sein. Oder zu sagen, ja, hier habt ihr noch mal 5 Bomben oder so, fand ich jetzt auch ein bisschen creepy. Du, 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 du. Ja, das Vieh ist ihm noch Rest für die Nacht. Das ist aber krass, wie es einfach hier oben schon rumfliegt. Das kann ich gar nicht erwarten, normal platt gemacht zu werden. Und dann eine Truhe, naja.
andere war jetzt der da drüben. Aber war doch hier in der Nähe, ist doch noch einer. Also eine Wurzel meine ich. Da unten eben. Wann ist das hier? Kann ich hier nochmal einen Schrein? Ich habe die Wurzel übersehen. Krass. Aber ist auch fies, war so ein ganz kleines Gebiet hier nur. Ah, die Wurzeln hasse ich, ey. So steil nach unten. Das ist eine steile Angelegenheit. Plötzlich leckt es ein wenig, keine Ahnung warum. Aua, ernsthaft? War die ganze Zeit gar keine Sturzgefahr, so hier plötzlich Sturzschaden. Was soll's. Wie sieht's hier aus? Ja, auch hier muss noch ein Schrein sein. Junge, Junge. Ich sage, ich habe hier oben sicher noch ein paar vergessen. Noch nicht gesehen oder solche, die man irgendwie erst speziell freischalten muss. Also was das betrifft, haben wir noch ein bisschen was zu tun, Freunde. Aber ja, muss nicht alles jetzt direkt sein, ne? Also schon, wenn wir die jetzt erstmal so freispielen quasi, oder zumindest wissen, wo sie wären, wo sie sein müssten, dann uns wieder ein bisschen mehr um die Story kümmern und dann wieder hier zurückkehren und noch die Schreine zu machen. Ja, jetzt ist die gute Lava hier oben, okay. Ah, da ist schon die nächste Wurzel. Ich muss gerade fragen, wo ist die nächste Wurzel? Bei Lava, warum auch immer, warum hat sie oben Lava? Lava, Lava. Wird auch ein bisschen wärmer hier unten, wa? Also auf der Map sieht man sehr gut, dass es Lavaflüsse sind oder wie auch immer, aber ich finde irgendwie macht keinen Sinn oder ist sie oben irgendwie auch so heiß. So, hätten wir da noch ein. Doch, doch, wir kommen gut voran. Kann man nicht meckern. Aber warte mal, wenn da oben natürlich Lava ist, dann muss da auch irgendwie was Spezielles sein, oder? Jetzt nicht einfach umsonst Lava. Oh, und plötzlich Bankgefahr. Einfach so aus dem Nichts. Okay, wo haben wir unser Brandset? No brennen, no brennen. Ich verstehe nicht den Sinn dahinter nicht. Aber den Sinn verstehe ich zwar auch nicht, aber ich liebe ihn. Wir müssen auch mal an der Oberfläche gucken, was da los ist. So, dann haben wir noch die Dinger. Mein Ding ist hoffentlich noch irgendwo da unten. Mein Hoverbike.
Nein, die Sonanium. Ja klar, Sonanium ist nicht lavafest. Laber doch nicht so eine Scheiße. So. Ich meine, dafür plus die Truhe hat es gelohnt. Nee, oder? Das Miasma hat's gefressen. Ich krieg die Krise, ey. Ah, hier. Oh Gott sei Dank. Ja, du, aber ganz ehrlich, wenn ich Lava möchte, dann gehe ich nach Eldin. Doch nicht in die Eisberge. Ah. Hitze, Hitze, da macht man keine Witze. Schnell wieder umziehen. Nachher mal gucken, ob wir noch irgendwie einen neuen Hammer oder so bauen. Den kann er mal so für einen Königszweihänder. Man könnte auch mal hier Bigon, Schwergrimme, Gottheitklingen und so verwenden. Einen kurzen Zauberstab. Ne, eigentlich wäre diese Königsschwerte, die gerostete, ne? Haben wir mal so gesagt, weil, ja, wenn das eh so Haltbarkeitsdinger sind, würde es ja anbieten. Hä? In dem kleinen Pfützchen da unten? Lol. Kurzen Schwenker gemacht. Müssen wir schnell gucken. Da ist eine Lanze, ein Gerudo-Speer aus. Ja, und schon bald vorne müssen wir mal gucken, wa? Ob wir, wie viele Sidequests wir überhaupt noch übrig hätten. Ne? Also natürlich erst, sobald ich alle aktuell noch durch habe. Aber so viele können es nicht mehr sein, weil wir die Quests im 5. Weißen rum haben. Dann wird es sicher Zeit, da mal zu schauen, hey, fehlen da in dem Gebiet noch welche Episoden, vielleicht fehlt noch irgendwie was, befreie das und das Gebiet noch, also sprich Quatsch mit Captain Holmes, miteinander, oh nochmal so ein Turm nach oben, Quatsch mit Captain Holmes und sowas und da, das können wir noch vorstellen, tatsächlich, aber so viele Sidequests dürfen sonst nicht mehr übrig sein. Also natürlich jetzt, wenn wir den 5. Weisen hätten, dass plötzlich 10 neue Sidequests gespawnt werden. Sind das Lava-Dinger? Okay. So kann man machen. So, und irgendwo hier ist ein Schatz. Der muss wohl unten sein. Das ist ein Schädelding, ne? Ja, ja, da könnte natürlich sein. Das hatten wir vor 1, 2 Folgen schon mal, ne? Also verdammt heiß hier. Also, gefühlt. Im Vergleich halt. Warte mal hier. Oh komm, weißt du was? Link, beruhig dich, ja? Sind's denn? Ah, da.
Der könnte eigentlich da oben easy peasy landen, aber so noch nicht ganz. Moment. Muss ich anders ansteuern. Ja, auch das wird schwierig. Ja. Ja gut, dann machen wir es halt doch so. Die Wildnismütze, die Wildnislochstahl, warte mal. Und das Wildnisset haben hier Wildnismütze, Gewand, Ursprungsgewand. Ne, warte mal, Wildnis halt und so. Die Wildnis. Kann es sein, dass es für ein Ding gemacht ist? Warte mal. Ist der Link aus Link to the Past? Und dann ein paar Folgespielen noch. Ja, aber schon. Und weg. Denn die Wirkung der Irrknospe hat nachgelassen. Du. Genau, dann noch markieren hier schnell. Noch einer? Und die gibt es immer im Zweierpack oder so, wa? Dass beide Versionen von dem hier oben sind. Auch nicht schlecht. Das Vieh ist aber auch groß, ne? Ja, hab ich schon da hinten gesehen, aber das noch was? Da hat nur gerade vom Wegen, ja. Wie sieht's denn da genauer aus? Ne? Also vielleicht noch eine andere Wurzel in der Nähe, damit ich mich um die andere da später kümmern kann. Das war ein anderer Typ, wie war. Leider kurz verwirrt. Sehr gut, sehr gut. Also ganz ehrlich, wenn ich noch 300 Energiekristalle beisammen habe insgesamt, würde ich sagen, holen wir uns mal eine extra Batterie. Bagger mit Fräse. Ja, die haben viel Zeit gehabt hier, ne? Denen war, glaube ich, ein paar Mal langweilig. Der kann es ihnen verübeln, ganz ehrlich. Nein, sowieso krass. Das ist ein Anführer mit Koga, der verliert gegen einen Julianer. Fliegt er irgendwie einfach mal so runter, hat das Gefühl, ja, er bleibt mal hier, weil er findet es ganz cool hier unten, dann eine neue Offenbarung, weil er plötzlich einen neuen Herrn dienen will.
Was natürlich trotzdem der alte ist in gewisser Art und Weise, weil Ganondorf ein Kanon, aber egal. Dann ist dann so, ja, kommt Leute, kommt auch nach unten. Die anderen so, hä? Warum? Und er so, ja, macht's einfach. Dann so, okay. Irgendwie auch scheiße. Warte mal. Kann man da... Ah, okay, gut, ich versuch's mal so, ne? Jetzt mal einen extra langen Weg, wo ich natürlich gar nichts mehr sehe hier unten. Was soll ich jetzt eine Wurzel geben? Ja, im Prinzip kann ich mir denken, wo die nächste sein könnte, aber trotzdem. Jetzt liege ich irgendwo und nirgendwo. Ja, wisst ihr, was das Problem ist in diesem folgenden Untergrund mittlerweile auch, dass ich Probleme habe mit dem Thumbnail, in was Kluges zu finden. Tatsächlich. Das sind halt eben so Dinge, wo ich mir denke, also wäre es kein Let's Play geworden, so eine Art Walkthrough so mäßig, hätte ich gesagt, komm, weißt du was, also das Ding hier lasse ich und zeige vielleicht die Position auch, ne, wo sie sind und fertig. Wenn man zu den einzelnen Dingen reist, nee, mache ich doch nicht, das ist ja viel zu mühsam. So, warum hat sie überhaupt kein Ding mehr? Ich bin voll an einem vorbeigeflogen, warte mal. Da hinten muss eine Wurzel sein. Oh. Use me with a problem. Ja, wir haben ein ganz großes Problem. Glacirock. Oh, nice, wäre jetzt nicht schlecht. Bitte nicht treffen. Danke. Die Eisvariante. Gut, natürlich so ein Glacirock hätte den Vorteil, was Neues hätte, um auf meine Waffe zu hämmern, war. Ich kann sich also eigentlich überlegen, um ganz kurz einmal vorbeigehe. Einen Besuch abzustatten. Oh, da ist keine Höhle. Ja, aber sauber, gell? Muss ich auch schon viel durchmachen. Was stand da? 25 Grad, ja, dürfte passen, ja. Da glaube ich hier Real-Life-mäßig auch gerade im Zimmer. Nicht draußen. Draußen ist noch ein bisschen wärmer. Und ich wollte eigentlich auch ein anderes Spiel gerade aufnehmen, also sprich eigentlich gerade Kingdom Hearts auf der PS. Nur das Problem ist, die PS hat so dermaßen auf, da ist die Switch natürlich schon einiges angenehmer, auch wenn es Breath of the Tears of the Kingdom ist. Deswegen dachte ich mir so, komm, ja, kannst du schon zocken, aber zock doch erst einmal, wenn schon so noch so warm ist, noch ein bisschen Zelda und Kingdom Hearts kann ich später noch zocken. So, ist hier drin noch etwas? Schweinerei. So, jetzt noch ein paar Minen. Die Frage ist, ob man eine Größe hat, weil sonst... Ja doch. Doch, doch. Sag mal. Der Wendekreis ist ein Ding halt, ne? So, einmal schön hier bleiben. Perfekt. Die Ursprungshose, ein helles uralter Zeit. Ja, eben so uralt kann man gar nicht sein, ne? Weil wir wissen, der Skyward Sword Link ist noch ein bisschen älter. Aber trotzdem haben wir schon mal das komplette Himmelsgewand, sag ich jetzt mal. Beim Schattending fehlt dann der Kopf. Ne, Schattenmütze haben wir auch, Entschuldigung. Da haben wir auf einmal noch was zu viel. Wind fehlen noch 2 Teile. Zeitmäßig fehlt dann der Kopf. Wir haben die Ursprungshose, das Ursprungsgewand, fehlt auch noch der Kopfteil. Hier fehlt noch die Hose. Hier fehlt vom Dunkelgewand auch noch der Kopfteil, aber den kann ich mir ja kaufen.
der Magierstatuen, weil wir dann eine neue gewonnen haben. Also ja, auch was das betrifft. Es läuft, Freunde. Es läuft's. So. Ich überlege übrigens auch, ob wir nicht mal ein bisschen längere Folge machen soll, gerade wenn wir wieder so unten unterwegs sind. Natürlich bin ich jetzt zu nah dran gewesen, ist klar. Weil bist die ganze Zeit hier im Untergrund und dann irgendwie sonst läuft nichts, das ist irgendwie auch kacke. Nee, was war's, neben eine andere Waffe. Wieder mal 2, ganz ehrlich, dauert er sonst ewig lange. Oh! War doch nicht so clever. Ich dachte, wir würden zusammen explodieren, aber ja, ist logisch, wir müssen auch zusammen explodieren lassen, ne? Sehr schön. Ah, Bombis. Haben noch was Größeres hier unten? Naja, ja, schon. So, dann haben wir da auch nicht mehr lange reichen. Der wird sich auch schon bald den Geist aufgeben, auch wenn ich Haltbarkeit plus Ding drauf habe. Vielleicht auch wieder im Fall von Octorok, ne? Wir müssen echt nächste Folge mal vorbeigehen, Freunde. Ja, kurzer kommt zum Wind, zerbricht gleich. Die Waffen zerbrechen sind nicht geil. Also es gibt bestimmte Waffen, wo ich sage, ja, shit happens. Und dann, wo ich mir so denke, nee, bitte nicht zerbrechen, das wäre jetzt doof. 38 Minuten, ich habe jetzt gerade das Eisvieh holen sollen. Einen Felsbrockenhammer, nee. Das den auch nicht gerade unbedingt zerstören wollen. Königszweihänder. Machen wir es besser so, komm. Entschuldigung, falsch. So. Ja, gut. Da ist natürlich eine Option. Doch irgendwie das Bigeron-Schwert drauf oder so. Oh, nee, komm, wenn schon näher den hier. So, so ein paar Waffen, die man hier gebrauchen kann, um andere Dinge zu zerstören. Vielleicht hat irgendwo noch so eine Mine Dingsbums gesehen und noch was farmen könnten, aber komm, wir haben momentan genug Materialien. Da oben ist noch was, ne? Genau, da können wir ganz kurz hin. Aus dem Auge, aus dem Sinne würde ich sagen, lassen wir es für heute bleiben, trotz allem. Nächste Folge kümmern wir uns erstmal um den Eis. Dingsbums, ein Gletscher oder wie der Fisch wieder hieß. Auch schon aus dem Grund, weil ich noch ein Bild brauche. Und dann könnten wir uns vielleicht noch von ihm noch so ein Eisherz holen, ne? Wäre auch ganz nett. Und dann glaube ich, kriegen wir das noch so weit hin, ne? Dass ich sagen kann, ja, klar, hier muss ich noch ganz kurz hin. Oder hier, kann irgendwie je nachdem von hier oder von hier da aus. Und dann aber natürlich hier alles ganz kurz noch abfliegen und dann wäre es das, glaube ich, fürs erste Mal vom Untergrund, wenn du mich wirklich erst einmal um die Rockdinger hier oben kümmern, beziehungsweise hier, damit sie unsere Waffen nochmal upgraden und verbessern und reparieren. Und dann will mal ein bisschen gucken hier unten, ne? Oder oben, je nachdem.
Wir sind auch hier mit den ganzen Schreien aussehen. Ne? Wir haben natürlich hier jetzt einen coolen Punkt mal gesetzt. Da relativ schnell easy wieder hinkommen, weil wir haben hier unten so viele Dinge, also beziehungsweise hier jetzt markiert. Das heißt, mal gucken, wie wir überhaupt die Schreine erreichen können, wa? Junge, die Ausbeute hier ist immer so, naja, dass die Dinger so groß aussehen, ist deswegen jetzt nicht gerade so viel, was sie haben rauskloppen. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass wenn wir irgendwie eine Bombe nehmen würden, dass die Ausbeute zum Teil sogar besser wäre. Also besser im Sinne von, dass wir auch mal große Dinge bekommen würden. Großen, na, die haben jetzt schon 29 Stück, das ist schon mal sehr, sehr viel. Und rein theoretisch können wir die Dinge immer noch verdoppeln und multiplizieren weiterhin. Oh. Nur so wenig? Krass. Nein. Ah. Der ist so weit oben war. Da will er plötzlich nicht mehr. Naja. Schön, schön. Also gut, Freunde, an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Zum Eisvieh nach oben, das war eben da oben war es, glaube ich, und dann mal gucken, was wir dann sonst noch so hier unten alles. Ich meine, da ist bereits Koga, da wollen wir noch gar nicht hin, ne? Wir wollen ja hier oben durch. Also hier zum Schatz oder zu dem Schatz, den ich noch nicht. Wird der extra überflogen oder was ist los? Naja, den Rückweg irgendwie schnell machen, das ist nicht so das Problem. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!